Hallo, ich zeige mal, wie man relativ schnell viele Linien ziehen kann. Ähm, und zwar, ich lösche mal diese Ebene und ich ändere mal diese Hintergrundfarbe auf weiß und mache eine frische Ebene. Und ich nutze jetzt einfach mal Monoline, nehme weiße Farbe und von der Liniendicke ist jetzt einmal egal. Also ich ziehe mal eine Linie gerade rüber und tippe mit dem Finger drauf. Dann rastet der in diesen 90 Grad Winkeln ein und ich setze diese Linie in die Mitte. Und diese, diese Leinwand, die kann man kopieren. Und dieser Monoline-Pinsel, ähm, der, wie will man jetzt das sagen, den kann man ja nicht kaputt machen. Aber ich dupliziere ihn jetzt einmal und setze in diese Form diese Linie hier ein, invertiere das und bestätige das mit fertig. Und in dieser Pfadeinstellung kann ich den Abstand auf relativ groß einstellen und im Apple Pencil, da ist die Deckkraft schon in Ordnung und die Eigenschaften hier, man könnte jetzt auch die Linie ein wenig größer machen. Jetzt macht er hier diesen Strich. Das langt jetzt dabei schon mal. Diese Ebene, die lösche ich jetzt mal. So, und jetzt malt er diese geraden Striche, das gefällt mir jetzt nicht, die in der Form bearbeiten. Ich drehe das jetzt einmal. Ich brauche diese waagrechten Striche. Und wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel runterfahre, ich habe jetzt einen relativ großen Abstand eingestellt. Ich fahre den ein wenig runter, diesen Abstand. Und jetzt male ich hier diese Striche. Und jetzt halte ich den Pinsel und dann kann ich hier diesen Abstand von diesen Linien einstellen. Und wenn ich mit dem Finger drücke, bleiben die auch gerade. So, und wenn man das hat, kann man hier aufs Transformieren-Werkzeug gehen und diese Striche hier rüberziehen. So kann man relativ schnell viele Linien malen. Diesen Monoline, den kann man sehr, wie will man sagen, aufheben. Und ich mache es halt jetzt nochmal. Wie gesagt, wenn man die Linien etwas schmäler beieinander haben will, und dann geht man einfach rüber und zieht die Linien durch. Geht natürlich waagerecht wie senkrecht und sonstiges. Und das ganze Ding kann ich natürlich jetzt dann drehen, dehnen und so weiter und so fort. Und natürlich mit verflüssigen, schön crazy durchmischen. Nun gut, das war's gewesen. Tschüss.